Come on, Freunde, ihr dürft gerne Platz nehmen. Was für einen guten Gott haben wir, hey. Was für einen guten Gott haben wir. Danke vielmals, Band, für einfach, wie ihr uns immer wieder reinnehmt. Ich liebe es, zu worshipen. Jetzt werden wir gerade am Anfang so in einen kleinen Offering-Moment gehen. Es werden so Becherli durch die Reihe gehen. Und du hast einfach die Möglichkeit, das, was wir hier bauen, finanziell zu unterstützen. Und wenn du das erste Mal da bist oder auch sonst, das ist freiwillig. Aber heute oder diese Woche hat mir Gott mega einen Vers aufs Herz gegeben. Und ich werde euch kurz in das hineinnehmen. Und zwar im Hebräerbrief 12 heisst es, wir wollen, oder ich mache es gerade auf Schweizerdeutsch, wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den, wo wir bestimmt worden sind. Das machen wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten. Von Jesus, er ist der Anfang und das Ende von unserem Glauben. Und er ist bereit gewesen, den Tod und die Schande vom Kreuz zu tragen und zu sterben, weil er gewusst, was für eine Freude nachkommen wird. Und jetzt sitzt er zu der rechten Seite vom Vater. Und das ist ein Bibelvers, der mir die Woche wieder mega krass es hat zu mir geredet. Und das ist eine Vision, die wir auch als ICF, als 20s haben. Wir wollen unseren Blick auf Jesus gerichtet haben. Darum sind wir jetzt in dieser Serie «The Vision is Jesus». Unser Blick ist auf Jesus. Und wenn das auch deine Vision ist, dass wir immer mehr den Blick auf Jesus haben können, andere Leute auch den Blick auf Jesus haben, dann hast du genau die Möglichkeit, den 20s finanziell zu unterstützen. Jetzt, ich habe schon gesagt, «The Vision is Jesus». Die Vision ist Jesus. Und wir haben eine Serie gemacht, wo wir so verschiedene Abende gemacht haben, wo wir uns einfach um den Jesus umdrehen. Was ist überhaupt mit dem Jesus? Wieso ist er so speziell für uns? Und wir schauen sein Leben an, wir schauen verschiedene Geschichten an, wie Jesus zum Beispiel Übernatürliches gemacht hat oder wie Jesus mit Leuten umgegangen ist. Wir schauen an, letzte Woche haben wir angeschaut, Jesus ist sanft, also ist so ein bisschen das Lamm, aber auch der Leu. Und diese Woche schauen wir zum Beispiel an, Jesus belebt. Oder nächste Woche schauen wir mal, Jesus macht neu. Und wir schauen immer so ein bisschen an, was sind denn Sachen, die Jesus machen kann und gemacht hat, aber auch in unserem Leben machen kann. Und heute haben wir euch, sage ich mal, einen Guest Speaker mitgenommen. Aber so ein Guest ist sie gar nicht, weil sie ist eigentlich ein mega Teil vom ICF. Und zwar Janice. Janice, komm doch zu uns rauf. Lass uns einen riesen Applaus geben. Und einfach für die, die es nicht wissen. Hey, Jack Fistbump. Sorry, jetzt bin ich in Spa gewesen. Es ist so ein bisschen... für die, die es nicht wissen, Janice ist eine Kanone. Sie ist wirklich eine coole Frau, die mit Gott durch Ups und Downs gegangen ist. Und ich freue mich, falls so was du uns heute zu sagen hast. Und darum macht euch das Herz, eure Ohren weit auf, weil Janice, die hat Fußstück hinter den Ohren. Und so ein Privileg bist du heute mit uns. Danke vielmals. Ja, ich freue mich wirklich mega fest, da zu sein. Es ist so crazy, in eure Gesichter zu schauen. Ich bin hier im zertifizierten Raum und ihr habt keine Masken an. Es sieht einfach wahnsinnig gut aus, wirklich. Ihr könnt alle mal eure schönen Zähne zeigen. Mega schön. Ich merke so, ich sehe euch, ich sehe die Hälfte der Leute nicht, oder vielleicht noch mehr, die von die Hause zuschauen. Whoever, schön, dass du da bist, schön, dass ihr zuschaut, auch in der Luft. Und ich freue mich wirklich fest auf diesen Abend. Wir tauchen ein in eine Story vom Lazarus, für die sie kennen. The Vision is Jesus, wie es der Lukas schon gesagt hat, auf das wollen wir uns ausrichten. Und ich nehme euch auch mit in ganz viele verschiedene persönliche Geschichten von mir, von meiner Vision mit meinem Jesus und von meinen Geschichten. Und wir reden darüber, Jesus belebt. Jesus belebt. Und das ist ein Thema, das mich wirklich, wirklich fasziniert. Und ich würde einfach auch noch mal kurz mit einem Gebet einsteigen. Jesus, du bist der belebt. Und wir strecken einfach unsere Herzen dir an, dass du redest heute Abend, dass du wirkst heute Abend und dass du belebst. Für meine Worte, Heiliger Geist. Amen. Der Lazarus, das ist so ein Mann in Bethanien hat er gewohnt. Das ist der Bruder von der Martha und von der Maria, wo man auch sonst an anderen Orten in der Bibel von ihnen lesen kann. Und er ist krank gewesen. Er ist sehr, sehr krank gewesen. Und dann lesen wir, dass die Schwestern jemanden zu Jesus geschickt haben, der ihm sagt, Herr,
der, den du so lieb hast, ist krank. Und sie haben gehofft, dass Jesus kommt und das Wunder tut, oder? Die Schwestern haben jemanden zu Jesus losgeschickt, um ihm zu sagen, hey, der Lazarus, den du kennst, dein Freund ist krank, du musst kommen und du musst ein Wunder machen. Und Jesus ist noch 2 Tage dort geblieben, wo er war, mit seinen Jüngern am Chillen. Es hat eine ganze Diskussion nachher noch angefangen, ja, sollen wir jetzt wirklich gehen? Die in Judäa haben anscheinend gerade zuvor versucht, Jesus zu steinigen. Und er sagt, ja komm, lass uns gehen, ich will meinen Freund besuchen, ich muss zu ihm gehen. Das Krasse ist, Jesus weiss dort auch schon, dass der Lazarus tot ist, ohne dass er die Todesnachricht überhaupt schon bekommen hat. Die Jünger checken natürlich auch das nicht. Und auf jeden Fall ist der Lazarus gestorben. Jesus macht sich schon auf den Weg zu dem toten Lazarus, zu seinem toten Freund. Und dann eilt ihm die Martha entgegen und sagt, wärst du da gewesen, Jesus, dann wäre mein Bruder noch am Leben. Wärst du da gewesen, hättest du ein Wunder machen und es wäre nicht bis zum Tod gekommen. Sie sind schon seit 2 Tagen am Trauern gewesen, oder sogar in einer anderen Übersetzung heisst es schon seit 4 Tagen, wo Jesus sie dann endlich erreicht. Und ganz viele Juden rundherum haben sie besucht und mit ihnen trauert, weil das so schlimm war für die Schwestern und so eine schwierige Geschichte. Und nur schon der Anfang dieser Geschichte ist etwas, was ich in meinem Leben oder oft erlebt habe. Ich habe eine Diagnose von einer Depression schon gefühlt, seit ich mich erinnern kann. Also schon seit meinen jungen Jugendjahren, so muss ich sagen. Und dort habe ich Leute gebraucht und brauche auch jetzt immer wieder Leute, die zu Jesus gehen und sagen, Jesus, deine Tochter, die du so liebst, Janice ist krank. Komm und mach etwas. Und früher war das mega fest meine Mami für mich. Heute sind es mega fest auch noch Freunde und meine Mami. Und was ich oft erlebe, sind so, dass ich denke, Jesus, wenn du da wärst, wenn du mit mir wärst, dann wäre ich nicht krank, dann wäre ich nicht hoffnungslos. Und schon da kann ich mich mega fest in dieser Geschichte identifizieren. Wir tauchen nachher noch ein bisschen genauer in das ein, aber ich will etwas mit euch lesen, im Johannes 11, 23 bis 27, wo die Martha dann Jesus wirklich begegnet, wo der Lazarus schon tot ist und er sagt zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha sagt, ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Und Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, egal ob er sterbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nie mehr sterben. Glaubst du das? Und sie sagt, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, in die Welt gekommen. Und dort ist das Wunder noch nicht passiert. Für die das Ende der Geschichte schon kennen, dort war der Lazarus tot. Und sie hat gesagt, ja, ich weiss, du bist der Christus, du bist der Sohn Gottes. Und das ist auch das, was ich mir in meinem Leben wünsche. Ja, ich habe eine Diagnose von einer Depression und ich muss das ernst nehmen und ich muss das behandeln. Aber ich stehe da und ich sage, ja, du bist der Christus, du bist der einzige heilige Gott, den ich anbete. Und ich glaube daran, dass auch ich in meinem Leben wieder ein Wunder sehen darf, so wie sie es nachher mit dem Lazarus gesehen haben. Aber egal, ob es 4 Tage geht oder ob es 40 Jahre gegangen ist, wie im Volk, ich sage, Jesus, du bist der Christus. Und du bist der einzige Sohn Gottes. Das ist mein Ziel. Sie ist mir da so ein Vorbild, wie sie einfach sagt, ja Herr, du bist es. Und dann steht ein bisschen weiter unten in der Geschichte, als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprechen zu ihm, Herr, komm und sieh. Und Jesus weinte. Ich finde das so mega spannend. Wenn immer in der Bibel ich lese und Jesus sah, passiert nachher etwas mega Spezielles. Wir müssen da wirklich mal auf die Suche machen nach den Momenten, wo Jesus etwas gesehen hat. Er schaut mit den Augen von seinem Geist, von seinem Herz. Die eine Geschichte zum Beispiel, wo Jesus in den Raum geht, voller Gelähmte. Und es steht, er hat den einen Mann gesehen. Und er hat gesehen, dass er seit 38 Jahren dort gelegen ist.
Ich nehme jetzt mal an, dass nicht irgendwie ein Jahr auf der Matte geschrieben war, wo er gelegen ist, keine Ahnung. Vielleicht war es ein bisschen anders gewesen und Jesus hat einfach gesehen, wie lange das er schon dort liegt. Aber ich finde das so faszinierend, weil Gott hat nachher den einen Gelähmten geheilt. Und da steht auch, und jetzt, wo Jesus gesehen hat er gesagt, also komm, wir gehen zu ihm. Und Spoiler Alert, er hat ihn auferweckt. Er hat ein Wunder gemacht. Auf das gehen wir auch später noch ein bisschen mehr ein. Aber wenn immer Jesus sagt, ich sehe etwas, schaut er mit seinem Herzen. Und dann passiert etwas ganz Intimes. Und wie das in meinem Leben aussieht, wenn Jesus mich anschaut, wenn Jesus mich ernst nimmt. Es tönt nach etwas mega Schönem. Wow, hey, der Gott, der mir so nahe ist, dass er mich sieht, dass er meinen Schmerz sieht. Aber eigentlich ist es ehrlich gesagt brutal schmerzhaft. Ich habe in den letzten paar Wochen, letzten paar Monaten sogar eigentlich eher immer in der Kirche, wenn ich nicht mega mitschaffe und fokussiert bin, wenn ich einfach an die Kirche gehe, habe ich jedes Mal im zweiten Worship-Block so fest brüllen, weil ich gemerkt habe, dass der Gott seinen Blick auf mich richtet, auf die Hoffnungslosigkeit, auf den Schmerz, auf das blutende Herz richtet und es einfach ernst nimmt. Und sagt, ich sehe, dass du leidest. Ich sehe, dass es nicht einfach ist. Ich sehe, dass es weh tut. Ich sehe, dass du nicht aus dem Bett rauskommst. Ich sehe, dass du nicht mehr so viel arbeiten kannst. Und wenn er das ernst nimmt und mich anschaut dort, dann tut es besonders weh, weil ich renne nicht mehr ganz hektisch und völlig abgelenkt durch meinen Alltag, sondern es ist ein Moment, wo ich vor meinen Gott komme. Und er sagt, ich sehe deinen Schmerz. Und ich liebe diesen Moment, obwohl es für mich oft schmerzhaft ist, weil ich wirklich weiss aus seinem Wort, dass nachher ganz intime, belebende Situationen mit unserem Jesus passieren. Und ich darf das so oft erleben in meinem Leben, in meinem Alltag. Und für das gehe ich. Und darum ist unsere Vision Jesus. Jetzt zum Wunder, das ich schon angesprochen habe. Ich möchte euch das vorlesen. Ihr dürft einfach mal eure Augen zumachen und das auf euch wirken lassen. Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Die Schwester des Verstorbenen, Martha, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, er ist doch schon 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Sie nahmen nun den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der Volksmengen willen, die umhersteht, habe ich gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und an Händen mit Grabtüchern umwickelt. Und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Was für ein Wunder. Der Jesus, der so krass belebt, dass er tote Knochen, totes Fleisch lebendig macht. Und das ist etwas, was ich in meinem Leben erleben durfte. Wie gesagt, die Diagnose von dieser Depression habe ich schon länger. Früher waren es wirklich ganz schwere Depressionen. Und ich war dort in einer Klinik. Ich habe wiederholt in der Lehre ein Jahr. Und dann ist der Moment gekommen, wo ich in einem Wintercamp war, vom Youth. Es ist immer gut, in Camps zu gehen. Und Leute haben für mich gebetet und haben genau das gemacht. Jesus, du siehst, wie krank deine Tochter ist. Du siehst, wie fest dass sie leidet. Mach etwas, beweg deinen Arm. Und ich hatte so den Eindruck gehabt, dass wirklich Gott mir einfach sagt, hey, ich will dich heilen, aber du musst es auch zulassen. Dann habe ich so gedacht, Bro, logisch wollte ich, dass du mich heilst. Es liegt jetzt wie auf der Hand. Und dann habe ich aber in meinem Herz gemerkt, das, was ich gekannt habe, schon seit so vielen Jahren, war ein Alltag, wo ich auswendig gelernt habe, wie ich irgendwie funktionieren kann, irgendwie die Lebensqualität erreichen kann.
Wenn ich am Morgen aufstehe, habe ich oft Hilfe gebraucht von meiner Mami, dass ich es wirklich geschafft habe, arbeiten zu gehen. Oder wenn ich traurig war, habe ich gewusst, wie ich mich verhalten muss, dass ich die Tour reflektieren kann. Oder wo ich zum Beispiel noch Probleme hatte mit Selbstverletzung, habe ich gelernt, hey, wie kann ich das anders triggern? Ich habe angefangen, Chili essen und all das mögliche Zeugs. Ganz viele gute Tricks gelernt. Und ich habe das alles auswendig gelernt. Und ich habe wirklich Gott gesagt, wie sieht ein Leben aus, das gesund ist? Was mache ich mit meiner Zeit, wenn ich aufstehe und frei bin und es easy ist? Und dann habe ich gewusst, hey, in meiner Bibel, in deiner steht es vermutlich auch, es steht, alles, was Gott dir gibt, dient dir zum Besten. Und ich glaube das heute genauso fest, wie ich es damals geglaubt habe. Wirklich von ganzem Herzen. Alles, was Gott mir geben will, ist voller Leben und ist voller Güte. Und so habe ich zu Gott gesagt, so komisch, dass es sogar für mich und vielleicht für euch noch mehr sich anfühlt, dass ich wirklich Angst habe vor dieser Heilung, wo ich das loslasse, was ich kenne, wo ich mich schon daran gewöhnt habe, der Umstand, wo einfach Teil von mir ist, wo ich schon irgendwie damit leben kann. Es geht schon irgendwie, Gott. Wir sind ja zusammen unterwegs. Nein, ich habe gemerkt, wenn ich es loslasse, kann ich seine Heilung in Empfang nehmen und seine Wiederherstellung. Und ich habe vor meinem inneren Auge einfach gesehen, wie Gott mir wirklich so eine goldige Göttlichkeit anstreckt, so eine Herrlichkeit. Es ist wirklich ein Gottesmoment für mich, wo ich nicht anders in Wort fassen kann. Es ist einfach so unfassbar wie Gott mir das angestreckt hat und ich es annehmen und ich einfach seine Heilung und seine Wiederherstellung gespürt habe. Und das ist wirklich für mich und auch für alle Ärzte und alle Psychiater absolut unerklärbar gewesen. Aber ich durfte meine Medikamente absetzen, ich durfte vorwärts gehen und ich durfte einfach Leichtigkeit leben und Freiheit erleben und Gesundheit erleben. Und dort habe ich auch mein wunderbares Tattoo gestochen, wo einfach ganz viel Bedeutung für mich hat und ganz viele Sachen, die mich erinnern sollen. Und zwar steht unten drin Jahwe, der Name Gottes. Und ich habe mir zuerst überlegt, hey, wollte ich Jahwe Rapha reinschreiben, Gott der Heiler? Und dann habe ich gedacht, hey, nein, Gott ist ein heiliger Gott, ob er jetzt heilt oder ob er später heilt. Und ich wollte ihn nicht minimieren auf meinen Heiler, auf den, der einfach halt mir Wunder macht, dass es ein bisschen einfacher und ein bisschen schöner ist, sondern ich wollte Jahwe, der Gott als Ganzes, den ich als Ganzes noch nicht mal verstanden habe, den will ich anbeten. Und der ist es würdig, dass ich mich immer wieder an ihn erinnere. Und ich habe auch absichtlich meine Narben vom Ritzen nicht überstochen, sondern oberhalb, weil ich einfach sage, der Gott, er nimmt mich ernst. Er kennt meine Geschichte. Er schaut meiner Geschichte in die Augen. Der sagt nicht, ja, das ist nie passiert, das ist jetzt easy, über das müssen wir nicht mehr reden, ist jetzt schon gut. Sondern er sagt, ich stehe über dem und ich habe den Sieg in der Hand von dem. Und an einer Hochzeit letzte Woche hat mich einer gefragt, was die Bedeutung ist von meinem Tattoo. Und ich so, ja, ich habe mal Depressionen gehabt. Ah nein, also ich habe eigentlich immer noch Depressionen. Weil seit etwa einem Jahr habe ich wieder die Diagnose von einer Depression. Und er war so verwirrt, wie man das falsch sagen kann. Er so, okay, also wie jetzt genau? Und ich so, egal, it's complicated. Aber ich habe gemerkt, jemand hat nachher so gesagt, ja, musst du jetzt die Bedeutung von deinem Tattoo wieder überdenken oder suchst du jetzt etwas Neues aus? Und ich merke, nein, von ganzem Herzen nicht. Mein Gott steht über dieser Krankheit. Mein Gott belebt wirklich. Ich meine, wenn er den Lazarus von effektiv tot wieder lebendig machen kann, dann kann er all das, was in mir tot ist, all das, was in mir zerbrochen ist, beleben und lebendig machen. Und ob das wieder in so einem Wunder geschieht, wie 2016, wo ich viele Jahre nachher wirklich einfach in Frieden und in Leichtigkeit wohnen, I don't know. Ich glaube daran, dass es Gott wieder machen kann. Und ich glaube daran, dass Gott noch Grosses für mich parat hat. Und ich muss schauen, dass ich mich nicht an den Umstand gewöhne, dass ich jetzt halt krank bin. Ja, es geht ja ziemlich gut. Ich bin eigentlich grundsätzlich, habe ich sehr viel Lebensqualität und ich komme wieder in das hinein, wo ich merke, mein Leben ist recht auswendig gelernt, weil ich einfach sehr gut auch das muss machen und auch das weiss ist. Ich muss meine Krankheit ernst nehmen, ich muss wirklich das auch behandeln und mit dem umgehen. Aber es ist nicht mehr meine Identität.
Ich klammere mich nicht an dem fest, so fest, dass ich Angst habe von einer Heilung, sondern ich klammere mich an dem Jesus fest, wo meine Vision ist für mein ganzes Leben. Und ich will euch wirklich heute am Abend segnen. Sind gesegnet. Amen. Ich will euch wirklich sagen, hey, rechnet mit dem Wirken Gottes in eurem Leben. Rechnet das ein. Lasst das Teil sein davon. Von wie ihr euren Alltag plant, von wie ihr durchs Leben geht. Der Gott belebt wirklich. Und für mich heisst das, in konkreten Situationen, ich bin konfrontiert gewesen, soll ich jetzt wieder anfangen Medikamente nehmen oder ist jetzt mein Gott der mich belebt ohne Medikament? Und da gibt es nicht richtig oder falsch, sondern da brauchen wir die Weisheit, die er im Wort verspricht. Ich gebe dir Weisheit. Und da habe ich mich entschieden, nein, die Medikamente sind gut für mich, ich nehme das als Unterstützung. Bei etwas anderem zum Beispiel, das war für mich auch eine ganz ernsthafte Frage. Kann ich in einer Kirche arbeiten? Kann ich an einem Ort arbeiten, wo es manchmal auch so belastbar ist und so emotional und es fühlt sich so bodenlos an? Kann ich einen Job machen, der so streng ist? Und das hat auch mein Psychiater mich gefragt. Er hat gesagt, schau, überleg du dir, ob du das wirklich machen willst mit so einer Krankheit. Und auch da habe ich gesagt, Herr, ich brauche deine Weisheit. Ich muss nicht daran kaputt gehen. Ich muss nicht so lange deine Heldin sein und auf der Bühne tun, als ob alles gut wäre, bis es einfach vorbei ist. Red zu mir. Gib mir deine Weisheit. Und ich habe mega fest einfach nochmal den Eindruck, dass Gott mir sagt, schau, du bist berufen für Kirche mit den Ressourcen, die du hast. Und das ist wirklich, ich arbeite jetzt nur noch 60%, ich habe das Studium abgeschlossen und habe entschieden, nicht aufzustocken. Und das ist wirklich einfach, weil ich merke, ich mag im Moment nicht mehr stemmen. Aber mit diesen 60%, ich blühe auf und ich liebe es und es ist gut und Gott belebt mich, wirklich. Ich habe so Freude beim Arbeiten. Ich kann am Morgen aufstehen, ohne die Hilfe von meinem Ehemann. Ich kann am Morgen aufstehen und gehe gerne arbeiten, weil ich viele Tage zu mich erholen kann. Und ich merke, der Gott, dass er mich belebt. Ja, es mag heissen, dass ich nicht mehr an Depressionen leiden. Und das heisst ganz, ganz sicher, dass ich nicht unter diesen Depressionen kaputt gehen oder zerbrechen. Das heisst sowieso. Aber was es für mich konkret heisst, ist, dass er mich belebt für eine Lebensqualität. Mit seiner Weisheit, mit seiner Führung, mit seinem Wirken in mir. Das, was ich machen muss, ist den Stein wegrollen. Vor dem Grab. Das, was ich machen muss, ist sagen, ich lasse los und ich glaube, es ist besser, was du mir zu geben hast. Und ich habe ein wunderbares Zitat von Tobias Feix mitgenommen für euch. Ein Glaube, der uns nicht in Krise versetzt, ist ein Glaube in Krise. Ein Glaube, der uns nicht wachsen lässt, ist ein Glaube, der wachsen muss. Ein Glaube, der uns nicht befragt, ist ein Glaube, über den wir uns befragen müssen. Ein Glaube, der uns nicht belebt, ist ein Glaube, der belebt werden muss. Ein Glaube, der uns nicht erschüttert, ist ein Glaube, der angestoßen werden muss. Nur schon über das Zitat selber könnte man eine ganze Predigtserie machen, aber ich will wirklich vor allem eingehen auf den Gedanken, ein Glaube, der uns nicht belebt, ist ein Glaube, der belebt werden muss. So oft fühlt es sich vielleicht gar nicht so an. Weißt, vielleicht merken wir gar nicht, dass unser Glaube nicht belebt ist. Vielleicht merken wir gar nicht, dass noch so viel mehr möglich wäre. Vielleicht merken wir nicht, dass Gott uns beleben will. Aber für das brauchen wir den Spiegel. Dass wir anstehen und sagen, Herr, was auch immer in mir kaputt ist, was ich noch nicht sehe, zeig es mir. Ich belebe dich, mein Kind. Er will uns beleben, aber wir müssen es sehen und zulassen. Wo brauche ich noch Belebung? Und er schaut uns an. Und wenn immer er uns anschaut, passiert etwas mega Intimes und etwas mega Kraftvolles. Und er sagt uns, Janice, ich belebe deine Ehe. Janice, ich belebe deine Depression.
Ich belebe dein Schaffen. Ich belebe deine Beziehungen. Ich belebe deine Finanzen. Und ich glaube, dass wir oftmals wirklich nicht verstehen oder uns nicht bewusst ist, wie viel das möglich wäre durch die Vision von Jesus. Wie viel das er beleben will. Weil wir uns an unsere Umstände gewöhnt haben und weil wir denken, ja, es geht ja schon irgendwie. Ja, es geht ja schon, Gott. Schau um die anderen. Er möchte uns beleben. An den Orten, wo wir nicht mal verstehen, dass wir kaputt sind oder dass Sachen tot sind. In der Bibel steht auch, hey, durchforsch mein Herz. Ich liebe es. Ich glaube, es steht im Psalm 128, vielleicht auch nicht. Aber es steht, Herr, durchforsch mein Herz. Heb deinen Finger dort drauf, wo ich noch eine Begegnung mit dir brauche, Jesus. Und das ist das, was heute am Abend parat ist für uns. Dass wir sagen, ich schaue in den Spiegel, ich habe den Mut, dass du in mein Herz schauen darfst und mir sagen, was zerbrochen und kaputt ist. Viele Sachen wissen wir schon. Und auch dort belebt uns Gott. Aber ich will euch herausfordern, dass Gott heute nochmal sagen darf, Bereiche, die er beleben will. Vielleicht hast du aufgehört, träumen und visionieren für die Zukunft, weil der Alltag zu schwer ist. Vielleicht hast du gedacht, ja, meine Beziehung, meine Ehe, die ist jetzt einfach so, irgendwie können wir uns schon über Wasser halten. Vielleicht denkst du ja, keine Ahnung, Kirche ist halt einfach etwas, manchmal tauche ich auf, manchmal nicht, ist halt einfach so. Vielleicht denkst du ja, Freunde würde ich nie wirklich finden, ist okay, Jesus ist mir ja nahe, ist einfach so. Jesus ist der belebt. Wenn er kann sagen, Lazarus, komm raus, dann kann er dir sagen, fang an visionieren, fang an träumen, fang an Glauben haben, der dich belebt. Ein Glauben haben, der dich herausfordert. Mit dem Jesus durch den Alltag gehen, ist ein riesen Abenteuer. Und ist etwas, das schmerzhaft ist etwas, das herausfordert, ist etwas, das Spannungsfelder bringt. Aber es bringt Leben und es bringt Hoffnung und es bringt Liebe. Wir werden jetzt zusammen in einen Song gehen. Too good to not believe. Ich sage es immer falsch. Ich glaube, es war richtig. Zu gut, um nicht daran zu glauben. Ein Song, wo wir wirklich darüber singen, hey, es ist so gut. Es muss wahr sein. Es ist so gut. Ich strecke mich ganz dir aus. Es ist so gut, dass ich ernsthaft mich darauf einlasse. Mich ernsthaft deinem Angesicht anstrecke und sage, Herr, du darfst mir ins Herz schauen, egal wie fest es weh tut. Du darfst meine zerbrochenen Splitter in die Hand nehmen und es wieder ganz machen. Auch wenn es einfacher wäre, einfach zu sagen, egal, ich schaue nicht mehr an. Und lass uns gemeinsam aufstehen, in das Lied eintauchen und los, wo dein Gott, wo Jesus dich beleben wird heute Abend. Und dann werden wir zusammen im Gebet für das einstehen.